Der Revenant hat recht viel so in Basis bekommen, man hat viel geschwätzt über den Film. Der Leonardo DiCaprio ist dabei, der Tom Hardy ist dabei, es hat ein paar berühmte Leute dort drin. Dann die Produktion war recht speziell gewesen. Darum haben dann einen Haufen Leute schauen. Ich habe ihn jetzt auch gesehen und das ist mein Review dazu. Der Film The Revenant ist in gewissen Sachen sehr nahe am Meisterwerk, würde ich sogar sagen. Und das vor allem aus technischer Hinsicht. Und zwar ist der Film unglaublich gut gefilmt. Der hat so starke Aufnahmen drin, wunderschön gefilmt, teilweise lange Takes, wo wirklich minutenlang keinen Schnitt drin hat. Und ich frage mich, wie habt ihr das angebracht? Das ist wirklich eine Glanzleistung, kann man schon fast sagen. Der Film ist komplett ohne künstliches Licht gefilmt. Das heisst, man hat nur auf die Sonne eigentlich Rücksicht genommen. Es hat also die Sonne, dann Kerzenlicht bzw. Feuer und alles. Man hat nicht irgendwelche Studiolichter mitgenommen oder so. Es ist alles unter natürlichem Licht gefilmt. Dann hat man es in chronologischer Abfolge gefilmt und das ist eigentlich überhaupt nicht üblich für so einen Film. Das hat dann da auch recht einen Strich durch die Rechnung gemacht immer wieder, weil sie haben teilweise nicht das Wetter gehabt, was sie gebraucht haben. Sie haben nicht allgemein die Umstände gehabt, die sie gebraucht haben, wo der Iñárritu, der Regisseur, so hat wollen. Und für das haben sie es dann teilweise gesagt, so, jetzt haben wir eine Stunde Zeit, um diese Szene zu filmen, los. Und rein von dieser Hinsicht kann man wirklich gar nichts bemängeln. Und aus einer anderen Hinsicht gilt das auch, und das ist der Schauspieler. Sie haben ja, wie man so ein bisschen gehört hat im Vornherein, recht viel durch müssen. Sie sind wirklich im grössten Scheisswetter sind so das Zeug durchgelatscht und der DiCaprio hat eine echte Bisonleber müssen essen und dann haben sie ein Ross müssen ausweiden und Zeug und Sachen, so recht grusige Sachen, sehr unüblich für so Hollywood-Schauspieler. Aber das zeigt sich auch wirklich in diesen Performances. Der DiCaprio sagt wenig, er hat sehr, sehr wenig Dialog. Aber er spielt den Typ wirklich so gut, man erkennt ihn nicht mehr wieder. Das Gleiche gilt eigentlich für den Tom Hardy. Auf jeden Fall ist auch er mega gut. Er ist sowieso eigentlich ein guter Schauspieler. Ich musste zwar immer die Untertitel lesen, weil sein Akzent und sein Gemurmel versteht man teilweise wirklich fast nicht. Aber auch er spielt so dermaßen gut. Und wenn die beiden auf der Leinwand sind, wer man noch gerne vergisst, jetzt so ein bisschen bei den Erwähnungen, ist der Donald Gleeson, der auch eine grössere Rolle hat in diesem Film, einer von diesen 3 grossen Namen sozusagen. Und auch er ist wirklich stark, wenn man so sieht, dass er bei The Force Awakens auch schon sehr gut war, aber eine komplett andere Rolle hat wie da. Das ist einfach wirklich cool zum Schauen. Und eben der Film ist furchtbar dreckig, es ist nichts Schönes, er ist realistisch, er ist blutig, er ist grusig, das ist wirklich gar nichts Angenehmes zum Schauen. Und das ist wahrscheinlich auch das, wo viele Leute dann nicht so viel werden können anfangen mit dem Film. Und allgemein habe ich das Gefühl, der ist nicht für die breite Kinomasse gemacht. Obwohl er technisch und schauspielerisch wirklich absolut fantastisch ist, gibt es so viele Sachen, die am normalen Kinogänger nicht werden zusagen. Und das ist einerseits, dass er so dreckig ist und roh und gewalttätig auch stellenweise und das halt auch zeigt und das nicht irgendwie versteckt. Und andererseits ist er ist einfach mega, mega unzugänglich. Wie zeigt sich das? Er ist sehr lang, er geht 2,5 Stunden und das Pacing, also das Tempo ist langsam. Teilweise passiert eine halbe Stunde nichts. Es wird fast kein Wort gesagt. Es passiert eigentlich nichts, aber es zeigt so ein bisschen sein Überleben, seinen Überlebenskampf dort in dieser Wildnis. Und der Film lässt sich halt einfach auch wahnsinnig Zeit. Es hat allgemein im Ganzen wenig Dialog und es hat teilweise Einstellungen, wo ich denke, dann hätte es jetzt die gebraucht. Nein, für die Story hätte es nicht gebraucht, aber man darf den Film nicht unbedingt an seiner Handlung aufhängen, weil die Handlung an sich ist relativ dünn. Es ist eigentlich eine normale Rachegeschichte in der Handlung, aber die Story von dieser Figur, was die Figur erlebt, wie sie das macht, um das geht's und das ist sein Überlebenskampf. Und der ist für mich recht spannend gewesen, mehrheitlich, aber zwischendurch habe ich dann auch gefunden, so, get to the point. Also ich persönlich habe den Revenant recht gut gefunden. Wie schon gesagt, er ist von der Kamera her grossartig, er hat super schöne Aufnahmen, er ist von der Produktion sicher sehr spannend, er hat grossartige Leistungen, was die Schauspieler angeht, aber er ist für den generellen Kinogänger wahrscheinlich ein bisschen zu langsam und wahrscheinlich sogar ein bisschen zu ereignislos. Aber rein der Anfang und der Schluss sind so fantastisch und auch das dazwischen ist eigentlich spannend, aber wie gesagt, sehr unzugänglich und da muss man halt selber für sich herausfinden, hat man gerne langsame Filme, die sich Zeit lassen
für die Geschichte, die er erzählen will. Und wenn er das nicht so sagt, dann lass The Revenant vielleicht gescheiter bleiben. Und wenn nicht, wenn dir das gefällt, dann unbedingt ins Kino sofort. Das war mein Review zu The Revenant. Jetzt ist die Frage, kommt der DiCaprio vielleicht mal seinen Oscar rüber? Ich sage, who gives a shit? Was meinst du? Kommt er seinen Oscar rüber? Hätte er ihn verdient? Lass mich doch wissen. Und auf jeden Fall danke ich vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.